So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was für starke Worte. Es ist ein mega Vorrecht, erstens da zu sein unter euch, weil jedes Mal, wenn ich im ICF Basel bin, gehe ich mega inspiriert heim. Ihr seid so eine tolle Kirche. Ihr bringt immer wieder Innovation und es inspiriert und motiviert mich auch, dass ich 17 Jahre im Nebelmeer Kirche bauen kann. Und tatsächlich heute Morgen bin ich abgefahren im Nebel und komme auf Basel und scheint natürlich die Sonne. Aber wir haben momentan Good News. Aargau, Corona-technisch, steht sehr gut da, weil die Coronaviren haben nicht gerne Nebel. Okay, Ralf, auch ich schätze es sehr mit dir und mit dem ganzen Pastorenteam, mit dem Manuel, Matthias, Lippe. Ich schätze es sehr, mit euch zusammenziehen. Es ist immer sehr lustig. Und gestern, wo du abgenommen hast, das Telefon, ist das lustig gewesen. Ist das lustig? Hätte der Ralf sollen. Ist richtig nervös geworden, oder? Ja, ich möchte auch alle willkommen heißen im Livestream. Mir ist das Anliegen heute das Thema, es bewegt mich selber, es hat mich selber wieder getroffen, ganz neu getroffen. Ich möchte am Anfang mit euch zusammen beten, dass der Geist, wo wir heute darüber reden, unsere Herzen berührt und uns näher ein Herz vom Vater zieht. Lass uns einsteigen auch im Livestream, weil der Geist, der da ist, wird auch bei dir daheim im Haus sein. Vater im Himmel, es ist so gut, dürfen wir dich haben. Und danke, hast du uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und danke, tust du, Heiliger Geist, uns heute offenbaren, was der Paulus da im Römer 8 geschrieben hat, dass wir näher ein Herz vom Vater kommen können. Ja, Christsein, gell, kann ja manchmal auch ein Stress sein. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen mehr, wir sollten mehr beten, wir sollten mehr Bibel lesen, wir sollten weiss ich nicht was, mehr machen und es kann ein Stress sein. Und ich habe gemerkt, man kann als Christ leben, oder ich habe als Christ gelebt und habe vieles aus mir heraus gemacht. Und es ist aus meiner Gabe, aus meinem Talent, aus meiner eigenen Anstrengung, aus meiner eigenen Disziplin herausgekommen. Aber wenn wir heute darüber reden, über das Leben im Geist, hat Jesus eine andere Idee gehabt. Ich möchte euch lesen, Johannes 16, 17. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn euch senden. Jesus ist Präsenz von Gott auf dieser Erde gewesen. Und als er gegangen ist, hat er gesagt, es ist gut, wenn ich gehe, sonst kommt der Helfer nicht. Also Jesus sagt, wir brauchen einen Helfer. Ich brauche einen Helfer. Nur habe ich selber, merke ich immer wieder in meinem Leben, ich lasse mir nicht helfen vom Helfer. Ich lasse mir nicht helfen vom Helfer. Und ich möchte heute darüber reden, was macht der Helfer? Für was brauchen wir einen Helfer und was macht denn der? Und es sind vielleicht ein paar Aspekte heute, die wir hören, die wir oft nicht so hören oder oft nicht so predigt wird, wenn wir über Heiligen Geist reden. Es ist viel mehr als uns ein paar Gaben geben. Es ist viel mehr als unseren Charakter verändern. Es ist grundlegend etwas, was Gott uns schenkt im Helfer, im Heiligen Geist. Was tut er? Ich möchte eigentlich mehr oder weniger diese Verse durchgehen. Es ist so dicht, es ist so kompakt. Wir können über das Kapitel eine ganze Serie machen und wir würden nicht fertig werden. Der Paulus hat da wirklich das Highlight gehabt, als er das geschrieben hat.
Also, erstens, der Heilige Geist befreit dich und mich vom Gesetz. Lass uns einsteigen, Vers 1 bis 3. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Lass uns kurz anschauen. Paulus macht folgende Sachverhalt klar. Er sagt, es gibt ein Leben im Gesetz und es gibt ein Leben im Geist. Ein Leben im Gesetz heisst, ich muss irgendwelche Vorschriften befolgen und denke jetzt ja nicht, das ist nur etwas für religiöse Leute. Der grösste Atheist kann im Gesetz leben, der macht sich einfach seine eigenen Vorschriften. Also es gibt ein Leben im Gesetz, wo ich irgendwelche Vorschriften, man kann dem Tora sagen, muss entsprechen. Und es gibt ein Leben im Geist. Das Leben im Gesetz ist ein Leben im Fleisch. Was heisst Fleisch? Das ist so ein altmodisches Wort. Bei mir, Fleisch hat die besten Assoziationen. Verstehst du? Wenn ich Fleisch höre, dann läuft mir das Mund im Wasser zusammen. Ich war letzte Woche in der Türkei, in einem All-Inclusive-Restaurant. Wenn ich Fleisch höre, sehe ich all die Fleischtöpfe dort in diesem All-Inclusive-Restaurant. Fleisch ist für mich etwas Gutes. Aber in der Bibel, Fleisch ist nicht gut. Fleisch heisst eigentlich nichts anderes als so selbstzentriertes, selbstsüchtiges Leben. Ein Leben aus dem Ego raus, kann man sagen. Ein Leben, wo einfach die eigenen Bedürfnisse, wo sich raus Sachen machen will, wo die eigenen Bedürfnisse mal primär stimmen. Jesus sagt, er gibt uns einen Helfer, das ist das Leben im Geist, und das Leben aus der Gnade raus. Nicht das Leben aus der Leistung raus, nicht das Leben aus Ich muss, sondern das Leben, das aus der Gnade rauskommt, als schamlos beschenkte Kind. Wer in Jesus Christus ist, da gibt es keine Verdammnis. Das ist ein krasser Satz. Ich habe vor ein paar Monaten bin ich auf Pläne gegangen und da ist etwa so ein 16-, 17-jähriges Girl nach der Message zu mir gekommen. Und ich habe mit ihr angefangen zu reden, sie hat sich vorgestellt, sie sei neu da, sie ist christlich aufgewachsen. Und während ich mit ihr rede, spüre ich, inneren Impuls gehabt, Gott will etwas tun bei ihr. Gott hat etwas vor mit ihr. Und ich mache dann da, was ich immer mache, ich frage einfach, darf ich für dich beten? Und dann hat sie gesagt, ja gerne. Und dann habe ich angefangen zu beten. Wie ich angefangen zu beten, das war noch ein Kollege dabei, kommt mir der Vers in den Sinn, für die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Und ich habe den Vers etwa 3-mal bettend ausgesprochen über dem Girl. Und plötzlich fängt sie an zu brüllen. Und ich frage, was hast du? Dann sagt sie, ich bin christlich aufgewachsen. Ich weiss eigentlich alles. Aber wenn ich am Morgen in den Spiegel schaue, dann sieht sie eine Person, die Gott nicht lieben kann. Es ist unmöglich, dass du mich lieben kannst. Sie schaut ihre Arme an, die aufgeritzt sind. Sie schaut sich selber an. Sie denkt an ihre negativen Neigungen. Und sagt, wie kann mir Gott lieben? Es hat mir fast das Herz gebrochen. Das ist eine Person, die christlich aufwächst. Und noch in der Verdammnis, in den Gedanken von der Verdammnis innen ist. Von der Anklage. Und dann haben wir gebetet und haben noch Leute geholt und einfach gebetet für sie. Und ich kann es gerade mal schon vorwegnehmen, Gott hat etwas da. Gott hat etwas da. Er hat etwas freigesetzt bei ihr. Es ist wundersam. Man merkt Woche für Woche, es verändert sich etwas. Da kommt jemand vom Gesetz in den Geist rein und der Geist offenbart etwas
in diesem Girl. Und du merkst, sie ist ja wunderbar, eine Tochter, sie strahlen. Gestern zufälligerweise bin ich ins Büro vorbereitet, habe ich ein paar Junge gehört, musizieren, ich bin schauen, siehst sie im Worship, am Anbeten. Es ist heute eine Leiterin, eine Hauptleiterin bei uns in der ICF Kids. Gott hat etwas Wunderbares da. Aber verstehst du, mir fällt auf, dass viele, die auch christlich aufwachsen, in der Gesinnung innen, noch im Gesetz innen leben. Und das thematisiert der Paulus. Punkt 2. Der Heilige Geist wird das Gesetz erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur, Klammer Fleisch, unser Leben. Wir sind nicht mehr unter der Gesetzmäßigkeit vom Gesetz. Wir sind nicht mehr unter dieser Gesetzmäßigkeit. Und ich habe dir jetzt schon gesagt, ja, aber ich sündige jetzt noch, ich habe jetzt nicht die Mödeli und Gewohnheiten und weiss ich nicht was. Die Sünde von morgen, deine Zerbrochenheit von heute, hat Jesus schon lange getragen. Du lebst nicht mehr unter dem Gesetz. Ich habe das jahrelang nicht verstanden. Ich bin etwa mit 18 zum Glauben gekommen. Vorher so ein bisschen katholisch beeinflusst, prägt. Und ich war recht radikal. Ich bin 3-4 Mal in die Kirche in der Woche. Ich habe angefangen, die Bibel lesen. Ich bin ein richtiger Vorzeigechrist geworden. Und da ist etwas passiert in mir, dass ich anfangen auf die herabschauen, die das Christsein nicht so gut im Griff haben wie ich. Ich meine, ich bin nie mehr ausgegangen. Ich bin eigentlich nur noch in die Kirche. Und auch viel gebetet und weiss nicht, was man halt als Vorzeigenchrist so macht. Und da ist etwas passiert, ich habe auf diese schauen, auf die schon lange im Glauben sind. Und anfangen richten. Ich habe unterscheiden zwischen den Vollgaschristen und den lauen Fisch. Oder? Und mit der Zeit habe ich festgestellt, als ich die Bibel gelesen habe, dass die Menschen, die so ticken wie ich, Jesus gar nicht so gern hat. Er hat die nicht so gern. Ich bin wie zurückgekehrt ins Gesetz. Ich habe Gnade erfahren und bin zurückgekehrt ins Gesetz. Wir leben in einer Leistungskultur. Und es ist keinem schwierig zu verstehen, dass die Reich Gottes Kultur anders tickt. Dass die Reich Gottes Kultur keine Leistungskultur ist. Und dazu berichtet euch jetzt Miri. Sie ist jemand, der das verstehen musste, wo auch in einem Leistungsgesetzesevangelium war. Und Gott hat sie frei gemacht. Und sie leitet heute eine Rotlichtarbeit, die sie aufgebaut hat. Lass uns schauen in der Geschichte von Miri. Ich bin in einer Leistungskultur aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein Geschäft und sie haben wirklich sehr, sehr viel gearbeitet dafür und sind aber auch erfolgreich gewesen. Und aus dem heraus habe ich gelernt, wenn ich etwas tue oder wenn ich mich anstrenge, richtig gut leiste, dann kann ich etwas erreichen. Das hat auch funktioniert. Und da habe ich dann übertragen auf mein Glaubensleben und habe angefangen, da habe ich mir ja gewünscht, für Gott zu gehen und habe angefangen, dann einfach möglichst viel zu leisten, möglichst viel zu machen, dass das Reich von Gott gebaut werden kann. Ich habe mich investiert in die Kirche und irgendwann merkst du dann, dass es einfach mega schwer ist und dass es so eine riesen Last ist zum Tragen. Und jetzt merke ich immer mehr, wie darf ein Change passieren. Wenn der Heilige Geist hineinkommt, dann passiert wie ein Fokuswechsel. Und ich merke in meinem Herz, darf die Last gehen, ich darf einfach loslassen. Und das Krasse ist, der Fokus ist dann nicht mehr auf dem, was du machst, sondern du schaust eigentlich das an, was Gott tun kann. Und da tut eine Wahnsinnsmöglichkeit auf, die ja viel grösser ist als alles, was ich je leisten könnte. Und das Schöne dabei ist,
noch, dass eben so wie ein Frieden ins Herz darf kommen. Ich habe gemerkt, ich werde wie frei und darf loslassen und Gott kann dann tun. Ja. Und in dieser Arbeit im Embrace unter den Prostituierten, also den Frauen in der Prostitution, merken wir ganz klar, wir kommen immer an diese Grenzen, wo wie eine Mauer ist, wo wir gar nicht können, mit unserer Leistung irgendwie etwas erreichen. Und das ist gut für mich, weil ich bin dann immer wieder herausgefordert, zu Gott zu gehen und den Heiligen Geist wirklich einzuladen, dass er tut und nicht ich. Weil der Zerbruch ist so gross und die Macht von Satan ist so riesig, dass du gar nicht kannst gegen da ankämpfen mit deiner eigenen Kraft. Das ist super für mich und wir erleben das auch. Viele Gespräche erzählt uns eine Frau irgendetwas und oft ist ganz viel da drin noch einfach vermischt mit Lügen, mit Sachen, die nicht stimmen. Und wir merken oft, dass wir wie, oder ich merke, ich habe dann wie eine Erkenntnis, Gott zeigt mir dann, was eigentlich jetzt gerade passiert oder was jetzt dran ist. Und das ist mega schön. Oder wir sehen auch oft, dass eine Frau irgendetwas erzählt und du bleibst im Gespräch immer so auf einem Niveau, es geht wie nicht tiefer. Und wenn wir von Jesus erzählen können und wir können beten für die Frau, dann geht automatisch eine neue Sphäre auf. Dann gehen wir in eine andere Dimension und die Frauen werden berührt. Ja. Es ist unglaublich für mich zu sehen, was Gott da hat. Miri war immer ein Vorzeigekrist. Und die hat PS auf den Boden gebracht. Die konnte leisten. Und jetzt zu merken, was Gott bei ihr gemacht hat, ist wie von einer Mitarbeiterin von Gott eine Tochter geworden. Und da ist etwas freigesetzt worden. Da ist eine Liebe freigesetzt worden, die jetzt zu diesen Frauen, die im grössten Zerbruch sind, hineinfließt. Und sie dürfen wirklich auch merken, wie Gott sie braucht und übernatürlich manchmal einwirkt. Sie hat es angetönt, der Heilige Geist bringt Frieden und Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Das wäre wieder das Wort Fleisch gemeint. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wieso erzähle ich da? Weil mir oft die Leute glauben, dass das Leben nach den persönlichen Wünschen und Begierden, dass das Leben bringt. Und du hörst den lieben langen Tag Predigten, die dir das erzählen. Du musst das und das kaufen und das besorgen. Dann bist du glücklich. Dann bist du zufrieden. Dann bist du happy. Dann bist du erfüllt. Und was der Paulus da sagt, ist genau das Gegenteil. Es ist total kontrakulturell. Der Frieden, der wahre Frieden und wahres Leben findest du nicht, indem du nach deiner Begierde und Wünschen lebst, sondern wenn du aus der Gnade herauslebst, wenn du aus dem Geist herauslebst und der befähigt dich. Interessant, Detail noch. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Also du merkst, die Erfüllung vom Gesetz passiert nicht aus Eigenkraft. Das passiert nicht durch Disziplin. Das passiert nicht durch besseres Verhalten, durch Verhaltenstherapie. Das passiert aus einem natürlichen Reflex, wenn der Heilige Geist Raum in dir überkommt. Das ist ein Reflex. Das ist etwas, das fließt. Und jetzt verstehst du vielleicht, wie du an gewissen Punkten einfach noch nicht weiterkommst. Also Miri hat Jahre gebraucht, das Girl, das ich erzählt habe, hat Jahre gebraucht, bis der Geist einen Bereich in ihrem Leben durchdringen konnte und die Lüge mit der Wahrheit ersetzt worden ist. Und ich bin überzeugt, jeder hier hat Bereiche in seinem Leben, wo du merkst, da scheitere ich immer wieder, da gehe ich immer wieder ins Alte zurück. Und die Hoffnung ist, der Zuspruch ist, verdamm dich nicht wegen dem. Verdamm dich nicht wegen dem. Lass Verdammung nicht zu, sondern geh mit leeren Händen zum Vater und sage, Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. 4.
Der Heilige Geist schenkt dir ein Leben im Sieg. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Sind wir uns dem bewusst? Sind wir uns dem bewusst, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt? Sind wir uns bewusst, dass es der Geist von Gott ist, der uns befähigt, im Geist und aus der Gnade heraus zu leben und alles zu überwinden? Und ich habe das gesehen bei diesem Girl, wie Gott sie von innen heraus erneuert. Ich habe letztens mit ihr geredet und gefragt, hey, wie geht es mit deinen Gedanken? Sie sagt, sie sind verschwunden. Und sie muss heute nicht mehr ritzen, verstehst du? Es ist weggegangen. Und zwar nicht einfach Peng, sondern sie hat einfach erkannt, wer sie in Gott ist und wie er über sie denkt. 5. Der Heilige Geist wird lebendig machen, was tot ist. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Vorletzte Woche, ich hatte 3 Gespräche mit Businessleuten, die in dem Sinn noch suchend sind. Und gerade momentan laufe ich so Leute her, gerade in dieser Corona-Zeit, und gerade für Businessleute ist das eine sehr herausfordernde Zeit. Einer hat unter Tränen erzählt, dass er 3 Familienväter entlassen musste. Und er hat selber sehr gelitten. Jemand anderer ist die Familie am Zerbrechen. Und er ruft mir einen Freund an und sagt, du, eine Businessfrau in der Finanzbranche, sie stellt mir Fragen über Gott und die Welt. Und ich habe gesagt, ich kenne da einen Pfarrer, der ist noch cool und so. Ob ich bereit wäre, mal mit ihr und ihm ein Gespräch zu machen. Und dann ist die Frau gekommen und du würdest denken, wow, mega erfolgreich, relativ attraktiv, unglaublich erfolgreich im Business. Und dann fängt sie an zu erzählen, wie sie über sich denkt. Und sie sagt sich immer so als Müsli im Ecke hinten. Und ich, hallo? Und ich habe sehr gleich gemerkt in diesem Gespräch, die totale Minderwertigkeit. Totale Minderwertigkeit. Aber das wirst du nie sehen von außen. Und ich habe gespürt, Gottes Geist ist bei ihr dran. Und sie mag nicht mehr, sie mag nicht mehr funktionieren. Sie mag nicht mehr die Maske haben. Sie mag nicht mehr das Korsett haben. Es ist schwer geworden. Und sie ist knapp über 30. Und da hatte ich die Idee gehabt, mit ihr Bibel zu lesen, Lukas 15, Geschichte vom verlorenen Sohn. Und sie hat selber gelesen. Die hat die Geschichte noch nie gehört. Dann hat sie gelesen. Und dann kommt die Szene, wo der Sohn, der sein Leben an die Wand gesetzt hat, zurückkommt zum Vater und das der Vater macht. Und dann liest sie und sagt, was? Und fängt sie an zu heulen während dem Lesen. Und sagt, das ist ja meine Geschichte. Das ist ja meine Geschichte. Und ich habe gemerkt, während sie die Bibel liest, redet der Heilige Geist zu ihr. Ich gar nichts machen. Und dann habe ich sie einfach noch gefragt, hey, zum Nachhaken, was macht der Vater genau? Was macht er genau? Ja, der nimmt den einfach an. Ja, was macht er genau? Ja, er liebt ihn. Was macht er genau? Lies nochmal. Er rennt ihm entgegen, voller Mitleid. Er umarmt ihn. Und dann, was macht er? Er gibt ihm ein Gewand. Dann erklärt, weißt du was? Das ist die neue Identität. Ein Gewand von der neuen Identität. Er gibt ihm einen Ring,
Weißt du was? Der Ring steht für die Autorität. Er gibt ihm neue Schuhe. Weißt du was? Die Schuhe stehen fürs Wandeln im Geist, im neuen Leben. Und er lässt nie es fest. Dann sagt sie, die Geschichte ist, glaube ich, nur für mich geschrieben. Das stimmt. Für mich aber auch. Für mich auch. Und anhand von dieser Geschichte können erklären, die Liebe und die Güte vom Vater. So schön. Und verstehst du, wenn jemand das erste Mal das Evangelium hört, dann fließen oft Tränen. Und die Frau hat gekühlt und gekühlt und gekühlt vor Rührung. Wir haben zusammen gebetet. Und dann sagt sie von sich aus, sie möchte, dass es so einen Vater gibt. Hast du gemerkt, der Heilige Geist hat es ihr erklärt. Und jetzt müssen sie sich überlegen, wie sie eine Brücke schlagen können zu diesem Vater. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du so weit bist, kannst du wieder kommen. Ich zeige dir, wie du über die Brücke kannst kommen. Wie du über die Brücke kannst gehen zum Vater. Und jetzt bin ich gespannt. Wir sind noch in Kontakt, wir haben so einen 3er-Check gemacht, was Gott daraus machen will. Der Heilige Geist macht Todes lebendig. Das ist grossartig. Der Heilige Geist, das ist eine Auferstehungskraft, die durchbricht. Gut, der Heilige Geist killt das Ego, den hören wir nicht so gerne. Aber das ist auch wichtig. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Tatsächlich geht der Paulus davon aus, dass wir alles haben, um das Ego-Wesen, das selbstsüchtige Wesen zu töten. Aber nicht aus uns heraus, sondern durch ihn heraus. Und das nennt man Heiligung. Oder? Biblischer Begriff ist Heiligung. Das ist eine Long-Life-Journey. Und du bist vielleicht an einem gewissen Punkt dran. Bleib einfach dran. Bleib dran. Bis das Mödeli weg hast, die Gewohnheit und das Fehlverhalten und die Charakterschwäche. Bleib dran. Der Heilige Geist hat Macht, alles zu töten. Okay? Das ist ein bisschen eine Anti-Ego-Schule. Und jetzt noch der letzte und der beste Punkt. Der Heilige Geist führt die Tochterschaft und die Sohnschaft. Lass uns diesen Vers zusammen meditieren. Der ist grossartig. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Wir reden oft über den Heiligen Geist, was er alles kann, die Kräfte und die Energie und weiss ich nicht was. Aber der Kernpunkt aus dem Römer 8 ist, der Heilige Geist wird vor allem dir Zeugnis geben, dass du ein Sohn und eine Tochter bist. Und verstehst du, all die Geschichten, die ich heute erzählt habe, und es ist auch meine Geschichte, ist eine Geschichte von Christen oder Suchenden, die zwar wie Mitarbeiter von Gott sind, die im Team von Jesus mitspielen, aber als Mitarbeiter, als Sklaven. Wenn der Heilige Geist kommt und Raum bekommt in deinem Leben, oder du im Raum gehst, wird er vor allem etwas machen. Er wird dir sagen, du bist seine geliebte Tochter. Du bist sein geliebter Sohn. Hey, wie heisst es? Rahel. Brighton. Okay.
Gott sagt, du bist seine geliebte Tochter. Bruce, du bist mein geliebter Sohn. Mein Wunsch ist es heute, dass wir einen Heiligen Geist Raum geben. Und dass heute ein paar Söhne und Töchter können aufstehen und sagen, nicht mehr länger ein Sklave. Nicht mehr länger ein Sklave. Nicht mehr länger unter dem Gesetz. Nicht mehr länger unter der Verdammnis. Nicht mehr länger unter der Anklage. Nicht mehr länger. Und verstehst du, gewisse unter uns, du musst dich schamlos beschenken lassen. Du musst es einfach zulassen. Und ja, es stimmt, du hast es nicht verdient. Richtig, du hast es nicht verdient. Aber ich möchte jetzt auch alle die ansprechen, die noch unter einem religiösen Joch leiden. Nicht mehr länger Sklave. Nicht mehr länger Verurteilung. Nicht mehr länger Anklage. Jesus hat jede Schuld gezahlt. Jesus hat dich unverdient aus der Gesetzmäßigkeit vom Gesetz in Geist gebracht. Lass uns jetzt schamlos beschenken. Schamlos. Es ist nicht verdient. Ganz neu. Ganz frisch. Lass uns aufstehen. Empfang. Du deine Hände so rausheben wie ein Kind, ein Baby, das empfängt. Einfach empfangen. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave. Ich bin ein Kind von Gott. Sag's dem Papi. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave. Ich bin ein Kind von Gott. Lass uns zusammen singen. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Vater, du bist so gut. I'm no longer a slave Vater, to du bist fear. nur gut. I am a child Vater, du of bist God. pure Liebe. I'm no longer a slave to fear. Vater, du umarmst mich. I am a child of Vater, du God. drehst mich. I'm no longer a slave to fear. Vater, du zerbrichst das Joch. I am a child of God. And I'm no longer a slave to Vater, du fear. brichst das Joch von der Anklage. I am a child of God. Vater, du brichst das Joch von I'm der no longer a slave. Lass uns dem Vater unsere Hände entgegenheben, sagen, Papi, ich komme heute zu dir als dein Kind. Wenn du heute im Livestream bist und du kennst den Papi noch nicht, red mit mir, sag es. Wir gehen jetzt zum Papi. Wir gehen jetzt zu deinem liebenden Vater heim. Wir gehen heim in seine Arme, er wartet auf dich. Sag einfach, Papi, ich habe nicht gewusst, dass du so gut bist. Danke, Vater, hast du Jesus Christus geschenkt. Danke gibt es in Jesus Christus kein Verdammnis mehr. Danke muss der Verkläger, der Satan, aber auch mein Verkläger, auch meine Stimme. Danke, Jesus, du das am Kreuz dreht und gesagt, es ist vollbracht. Nicht mehr länger ein Sklave. Und jetzt sag, Jesus, komm du in mein Leben. Damit ich empfangen darf, was du gemacht hast, nämlich ein Leben aus der Gnade raus. Und Papi im Himmel, danke, dass ich dein Kind sein. Danke, dass ich angenommen sein von dir. Danke, dass ich geliebt sein. Und der Papi im Himmel wird auch dein Leben aufräumen. Er wird dich heiligen. Er wird dich von innen heraus frei machen. Schritt für Schritt.
Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Mitzeit gehst, auch im Livestream, in alle Häuser rein und gerade jetzt wirkst. Lass uns aufstehen.